Ist nicht live. Funktioniert den Ton? Funktioniert Bild? Also in du? As Kindo? Guckt mal hi. Ja. Ah, das scheint zu gehen. Boah. Also, Videochat Nummer 58. 58. Und das ist das Kehr für meine zwei Klassen bei der WDL, der Gemeinde Lützeburg. Das heißt für das Niveau A1, 2 und dann do noch Niveau A2, 1. Moment ist noch keiner am Chat. Oder mich vergiss. Und ich habe es falsch gemacht. Geht es nicht. Kann vielleicht einer am Chat etwas schreiben? Gesehen er mich? Hört er mich? Hört ihr mich? Nee. Gestern war mir aber noch zu viel. Ich hab's. Kein du. Ah, Amadou hast du. Super, Amadou. Es funktioniert. Merci. Hörst du mich, Amadou? Klappt den Ton? Ist alles okay? Mola Azorlodo. Super. Merci. Gesehen das Foto? Moje Naschid, moje Giselle. Ah, voilà, komm da. Wo sind wir haut? Wo sind wir haut? Was gesehen du auf der Foto? Amadou schreibt, ja, ich höre dich. Super. Naschid auch fantastisch. Maar ja, die schöne Foto do, wo was das? Wie sind das? Ist das an Europa? Den Ton ist perfekt, schreibt Giselle. Merci, Giselle. Den Ton ist super, Amadou, merci. La, was willst du dann über die Foto do? Nicht? Wo ist das? An Europa? An Afrika? An Amerika? Giselle schreibt, das ist Sydney. Richtig. Haut sind wir an Australien zu Sydney. An wie heißt die Platz do? War vielleicht schon ein von ihr do? An dem Gebäude? Wie heißt das Gebäude? Amadou schreibt Musée du Louvre. Amadou, du warst der Beste, ehrlich. Nee, das ist nicht der Musée du Louvre. Exzellent. Iva schreibt, den Ton ist tipptopp, das freut mich. Hallo. Nee, kennt ihr das Gebäude nicht? War noch nie von euch an dem Gebäude? Da soll ich erst, wie das Gebäude heißt. Ah, Diva weet merci. Das Sydney Opera House. Ja, das Gebäude heißt Sydney Opera House. Und das gebaut von 1959 bis 1973. Moje Lachsoll. Also haut aus der Live-Chat aus Australien. Von Sydney. Aus dem
Sydney Opera House. Ich krieg da eng speziell Autorisation. Ähm, ich weiß nicht, das nach. Was wollte ich noch fragen? Ja, gestern waren wir ja an Ägypten bei dem gigantischen Sphinx an der Pyramide. An Haut sind wir zu Sydney. So einfach geht das. Wenn dir auch eng flott Platz kennt, dann schreibt, moje Sarah, schreibt mal in den Chat, wo wir nächste Kehr sollen hingehen für einen Live-Video-Chat zu machen für Lützburg zu lernen. He. Der hat bestimmt auch die eng oder andere super Idee, wo es schön ist. Es muss nicht zu Lützburg sein, es kann an der Welt sein, auf diesem Planet. He. Obwohl, das können ja mal ein Videochat vom Mond aus machen. Leben die Mond? Oder Mars? Mal gucken. Was wollte ich erst weisen? Ja, also das da ist Sydney Opera House von Bausen. War schon von erst ein da an dem Gebäude? Nee. Und was ich noch wollte weisen, das ist, wie gesagt, das Gebäude Bannenhaus. Okay? Dann gehen wir ran. Voilà. Da sind wir am Sydney Opera House. Und ihr könnt euch da Platz holen. Das ist kein Problem. Setzt ihr nicht zu nah beieinander. He? Dass wir schön espaziert sind, dass kein den anderen ausstößt. Und ich beame mich auch noch mal an das Opera House ran. So, voilà. Da bin ich auch am Opera House, also super. Und ich will selbstverständlich auch den Banane Joss an sein Zwillingsbruder, den Banane Jupp, mitgebracht, die innerhalten uns. Hier am Opera House zu Sydney an Australien. Seht einmal, was ich erst nicht alles weiß. Ne? Aber ja, da fängt man am Programm. Man sieht zweimal im Wäsche. Alle. Gehst nicht fort. Was sofort. Da weiß ich nicht. Voilà, salut Aspargo, du hast alles verpasst, mit Special Effects. Also, wir sind am Sydney Opera House. Und was wollte ich euch noch weisen? Ja, der große Screen. Wo ist der große Screen? Den das sei. So. Machen wir die Webcam mal aus. Ja, also das ist die Kurve vom 12. Das Sydney Opera House. Und das gebaut von 50 bis 73. Wie viele Einwohner hat Australien? Weiß ihr das von euch? Ungefähr. Wie viele Einwohner? Sind da nicht so viel wie ich durch, weil Australien ist ja riesengroß, aber es sind nicht so viele Einwohner, wie ihr vielleicht meint. Äh, es sind da mehr wie zu Lützeburg, aber das ist ja nicht besonders schwer. Der Bananenjupp hat eine Freundin. Nee, das ist sein Zwillingsbruder. Der Bananenjupp und der Bananenjoss, sie sind zu zwei. Maar ja, wie viele Einwohner hat Australien? Wie weißt du das? Da schreibt mal eine Zahl da an den Chat. Wie viele Einwohner hat das wunderschöne Land Australien? Nee? An eine andere Frage, die ich euch auch stellen,
Kennt ihr bekannt Australier? Kennt ihr bekannt Australier, also Australier, wo an Europa, an Amerika bekannt sind? Autoren, Politiker, Filmschauspieler, Sänger. Die wer schreibt, Australien hat 25 Millionen Einwohner. Richtig. 25 Millionen 706.500 Einwohner. Ja, 25 Millionen, also für ein Land, was so gigantisch groß ist, ist das eigentlich nicht ganz viel. Aber ich meine, es sind noch viele Plätze in Australien, da kann ich nicht richtig leben, du hast mehr Wüst oder so. Bon, merci. Giselle hat auch geschrieben, Australien hat ca. 25 Millionen Einwohner. Ja, hat Loken etwas geschrieben über die bekannten Einwohner an Australien. Kennt ihr bekannt Australier? Schreibt kein ein Num dahinter. Kennt ihr kein Promi aus Australien? Nee. Soll ich erst da Menge Promi weisen? Ihr kennt keinen bekannt Australier, nee. Okay, schreibt etwas. Ma da weisen ich erst Menge für ihr Promien. Und dann könnt ihr mal so, ob der die nicht kennt. Das sind 4 Australier. 1, 2, 3, 4. Ah, Giselle schreibt, der Mel Gibson als bekannten Australier. Ja, als bekannten Australier. Mir schon aber der Mel Gibson nicht hei ob die Fotos dabei gesagt. Molla schreibt, Molla, Känguru als bekannten Australier. Känguru als ein Deer. Molla. Lachsol, Olivia Newton-John als eine bekannte Sängerin, ja. Und die Feier von denen Feier kennt ihr keinen, ne? Nummer 1, wen ist das? Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Sind ich aber überrascht. Das ist ein Filmschauspieler, das ist ein Sänger, das ist ein Sänger und ein Filmschauspieler und das ist eine Sängerin und Moderatorin am australischen Fernsehen. Ich meine nicht, dass sie oder das hat auch Filmschauspielerin ist, das weiß ich noch nicht. Bon, Kejian, guten Abend. Können noch nicht ewig bei dem Thema bleiben. Also, der kennt die 4 Personen nicht. Kein Numm. Also, da schreiben ich erst hin. Der Nummer 1, der ist den Robert Helpmann. Und hin hat an dem Film Chitty Chitty Bang Bang mitgespielt. Das ist ein Kanner-Film. Und hin hat gelebt von 1909 bis 1986. Und an dem Film hat er die Rolle gespielt vom Childcatcher. Ja. Du kennst die Personen nicht. Boah, den Childcatcher, das ist. Und wo kommt nicht da? Ich muss abblenden. Ja, kommt bei dem. Den Childcatcher, ja, den habe ich als klein Kind gesehen. Und den hat mich bis heute traumatisiert. Schrecklich, ganz schrecklich ein Personage. Childcatcher. Ja. Und das an einem Kannerfilm. Das sind dann die Erwursen, die Kanner, äh, wie nennt den das? Erhalen. Das war den Robert Helpmann. Und dann den nächsten, das ist der Bon Scott. Den hat gelebt von 1946 bis 1980. Und der war Sänger von der Gruppe AC/DC. Der Nummer 3, das ist der Michael Hutchins. Und den hat gelebt von 1960 bis 1997. Und der war Sänger von der Gruppe In Excess.
An de Nummer 4, dat ass Danny Minogue, hat lebt nach, hat gelebt von 1900, also hat lebt, das geboren 1971 mit lebt nach. An Danny huet eng ganz berühmt Schwester, she has a very famous sister, elle a une sœur très célèbre, vielleicht kennt er die. Hey, Australien ass lo net grad so Ären Domain. An dann hat schon noch opgeschrieben de Mel Gibson an de Paul Hogan, Paul Hogan ass de Crocodile Dundee. Boah, dat war bësse lo fir d'Galerie. Hunn ich eng froh sos? Nee, dat war also mei klengen Expose iwwer Australien an Keijian Lang schreift Kylie! Ja, endlich! Der kennt awer bëssen Appppes iwwer Australien. Me ich fan den Danny ass méi flott Danny, méi bon. Kylie ass ebe méi bekannt. Ja, an dann hunn ich lo dat gewisse mat mégem Expose iwwer den Australien. Da kommt Scheiginrem zréck, wo kommt dann? Ja, super spannend. Nee, ich wollte net dat tote Buch man. Ich wollte da net Buch man. Ich gi mal lewer ja, de Schei Blödsinn mache gin ich lewer raus an Sydney Opera Hall. Dat do as Buch A2 ent ja, ich will dat da mache. Ja. An da fängt man un. An der Seite 86. International Familien guckt Bilder alias Texter, wat für Bild passt bei wat für ein Text kombiniert. A, B, C, D, E. Der Tisch tut 4 Bilder. Der hat 5 Bilder, aber der hat nur 4 Texter. Und da muss der halt gucken, wat für ein Text passt bei wat für ein Foto. Und dann muss der halt innen drinnen auch nach die Fragen halt beantworten. Da lesen ich echt dat vier. John Hengen wohnt zu Ash, mir hat an der Stadt geboren. Sein Mann de Mark könnte aus England. Sie haben sich zu London auf der Uni kennengelernt. Sie haben ein Puppelchen, Eileen. Sie haben hat letztes Jahr am Juli adoptiert. Ein Puppelchen, c'est un petit bébé. A little baby girl. Aber wenn wir dann Foto gucken, boah, wer kann es sehen? Natürlich, hi, Foto Nummer 3. Sie haben Eileen adoptiert. Han hat huet jo och eng aner Hautfarf wéi seg Älteren. Der Nummer 2, de Janis Wannax kënnt aus Lettland a wun zenter 6 Joer mat segen 2 Kanner Kirchbierch. Hien ass Iwersetzer, Translator, Traducteur, er schafft fir d'Europäesch Kommissioun. Hien huet Famill a Lettland an an Norwegen, seng Kanner sinn am Schwammklub Kirchbierch an hu vill Lettzebuerch Frënn, si hun e puer Hausdéieren, Pets, Animaux domestik, en Hond, eng Katz an en Aquarium mat Fëch. Ja, de Janis Wannax, wie ass dat? Ich ging so dat fir heen hei, den A2. An der Nummer 3, Marisa Monteiro ass hei ze Lützeburg geboren. Seng Ältere wunne schon 20 Joer hei. Sie komme vum Kap Vert. Seng Grosäeltern Tata en Ammonien a Cousinen a Cousin liewen do. Emol Joer feiere sie e Familiefest Kap Vert. Dat ass natierlech. Dote Foto B3. An dann hummer nach zum Schluss den D. Dat ass de Marcel de Hert, hier wohnt zu Arel, mir hier schafft zu Lützebusch. Seng Frat Annabel huet de Blummebutik an der Belsch, si hun e klenge Jong, de Jacques, hier geht 3-mal d'Woch an d'Krech. Boah, das ist ja hei, de Jacques, und du hast de Blummebutik. Dono muss da dann déi Famill präsentéieren, die kein Text huet, an nach hei den 3 kombinéieren, wat ze summe passt, an wat schreift den Aspargo? You can't man at work. Who can it be now? Merci Larsol. Ja, also du kann ich ja schon net viel weisen oder erklären. Wir können noch net viel spielen, dat dauert eng ewigkeet. Dafür weisen ich für dicht Lesungen an dann hast die Sache gehalt. An Windows falsch op. Also Adobe as wirklich ein super Tool. Show, hide, Tools Paint. Ja. Und dann Nummer Kapitel 6, International Familien.
A als Text 2, B als Text 3, C als Text 1, D als Text 4, an den E, da muss die Familie beschreiben. 2 Kanner, das sind Eltern, das sind Großeltern. Da gucken wir, was sie bei den Text geschrieben haben. Zum Beispiel, den Herr und Madame Singh kommen aus Indien, aber sie wohnen schon 15 Jahre zu Lützeburg. Sie haben ein Restaurant an der Stadt. Sie haben 2 Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge geht an die Primärschule und das Mädchen geht an den Lycée. Die Großeltern wohnen auch zu Lützeburg. Hört ihr eine Frage? Nee, keine Frage. Formidabel. Da geht es weiter mit dem nächsten Punkt. Hi. Was passt? Okay. Gucken wir uns auch dort die Lesung an. Wie sind jetzt richtig? John ist an der Stadt geboren. Dem John, sein Mann, kommt aus England. Der Janis schafft als Übersetzer. Dem Janis sing Kanner. Schwamme gern. Marisa fährt einmal die Jahr auf den Kap Vert. Der Marisa sing Eltern wohnen zu Lützeburg. Der Marcel hat einen kleinen Jungen. Der Marcel sing Frau schafft an der Belsch. Das hat man ja schon gesehen an einem Exerzice. Dem Janis sing Kanner, dem Marcel sing Frau. Voilà. So, das war dann Zeit Nummer 86. Und da kommen wir schon bei Zeit 87. Und du hast formuliert Fragen zu den Texten auf der Seite. Für Drun schafft zu 2. Wohnt John an der Stadt? Nee, hat wohnt zu Asch. Von wo könnte dem John sein Mann? Hier könnte aus England. Eine andere Frage wird zum Beispiel: Wie heißt dem John sein Mann? Okay. Oder auch ein flott froh wie wie heißt dem Marcel sei Jung? Du kann ihn dann so amüsieren mit Fragen. Ja, also wie heißt dem Jean sein Mann? Sein Mann heißt Marc. Und wie heißt dem Marcel de Hert sei Jung? Hier heißt Jacques. Tipptopp. Und da gehen wir weiter. Der Punkt 5, ja, das ist ein Exerzice, da muss ich lauschen. Ein hier verstehen Exerzice. Und da hören wir 4 Sätze. Und da muss man sagen, dass das dem Jean sein Mann, sein Bruder oder sein Moni. Dem Jean ist sein Tochter, sein Cousin, seine Schwester. Dem Marisa sein Bomi, sein Mam, sein Tata. Dem Marcel sein Bopi, sein Cousin, sein Neffe. Dann lauschen wir das. Das ist also dann den 137. Und dann mache ich mein Mikro kurz aus. Voilà, Larsol, de Jacques, richtig. Also ich mache mein Mikro hier aus. Lauscht der Texter. Wat für ein Familienmember schwätzt? Kreizt un. Eend. Ich si für eine kurze Money gehen. Meng Schwester als ein Mann hun ein kleines Mädchen adoptiert. Lauscht der Texter. Wat für ein Familienmember schwätzt? Kreizt un. Eend. Ich si für eine kurze Money gehen. Meng Schwester als ein Mann hun ein kleines Mädchen adoptiert. 2. Mir fuhren oft an Norwegen an a Lettland an d'Vakanz. Dat ass flott, weil als Cousin a Cousinen och an engem Schwammclub sinn. Mir kennen dann ze summen trainéieren a Kurse machen. Mei Pap ass dann och Frau fir seg Eltern a seg Geschwister ze gesinn. 3. Ming Mam a ming Geschwister wohnen Kap Vert. Mir ist sie 24 Jahre op Lützeburg kom. Mir gesinn als immer Joer Familiefest, mir telefonieren ganz oft. 4. Ich wohne zu Lützeburg. A mei Moni wohnt an der Belsch. Mir hier schafft zu Lützeburg. Hier könnt heiernst du an der Mittestunde bei eis essen.
Lauschtert a schwätzt hart no. Et Lesung hun. Also Nummer 1, do ass et dem Jean sei Bruder, déi schwätzt. A beim Nummer 2 ass et dem Janis seng Duechter. Nummer 3 de Marisa seng Mam. An Nummer 4 dem Marcel sei Nëwe. Voilà. Wat soll ich viel soen? Vielleicht ass fir den een oder anderen den Exerzis do bëssen ze schwéier, guckt den am Replay an da versteht er das par rapport zu dem Text, den wir virdro gelees hatten. Ich weiß, das ist ein bisschen komisch. So, also dann haben wir das auch gemacht und da kommen wir schon bei der Punkt Nummer 6, macht die Übung am Zusatzmaterial. Da gucken ich mal da durch, Zusatzmaterial. Voilà, und du hast natürlich selbstverständlich die Bill Tools Pane. Stehne wäsch. Und du hast Kapitel 6, Seite 87, Übung 6. Und dann musst du so mein, dein, sing, ming, ding, sing. Füllt Sätze fertig aus. Und du hast dann Tina, hat Fred, wie heißt ding Mom? Und Marie hat seht dann, wo ist Marie? Du hat seht dann, Ming Mama heißt an. Voilà, das passt dann zusammen. Und dann der Laurent. Bruder huet 5 Joer. Und den Tom, nee, schon 6 Joer. Da gucken wir als die Lesung an. Der Laurent sagt, mein Bruder hat 5 Joer. Und den Tom sagt, da sind die zwei, nee, ich schon 6 Joer. Und der Robert fragt, könnt deine Schwester auch mal essen? Nee, meine Schwester hat mal keine Zeit, das ist weiblich. Karin, dein Pap ist cool. Ja, das stimmt, wir spielen viel zusammen. Laurence, mein Enkelkinder sind immer ganz brav. Sebastian, mein Bof spielt gern Fußball. Dem Sebastian Singfrau schafft an einer Primärschule. Dem Sandrine Seimann hat de Brill. Dem Andy Singmädescher heescht Sarah Antina. Dem Paul sein Bruder heescht Noah. Dem Tina sing Schwester heescht Sarah. Dem Leonie sing Geschwister heeschen Daniel a Karin. Dat ass die Struktur dem, sing, dem, sein. Ziemlich komplex. An ich hat mir jo en Exerzis gëster do mat da gespielt. Können den noch nach enker eng Mattel wiederholen. Dat ass definitiv kein einfach Thema. So, huet zo sinn eng froh? Nee, die schreift näicht. Da gimmer zurück an das Material, an das Basisbuch, und da kommen wir schon bei dem letzten Punkt, und zwar der Ausspruch k. Und dann muss der Hai die wir da nur schwätzen. Und ich kann erst Bedeutung schon, die Übersetzung schon gehen. Franc, das ist Pièce de Monnaie, l'Euro. Cents, Franc, Coins, Zeitung. It's not really coins. Dat kascht Frank, dat gëtt eigentlich lo net méi. Dat war fréier, aber wo man de letze beier Frank hat. Me lo jo den Euro, lo schwätzen wir eichter vun Cents. Zeitung neng lang schon, an dann mat K, Bank, krank, tanken. Ça c'est faire le plein, to fill the car with gasoil. Eng. Narrow, c'est serré, étroit. Un passage, a street. A shank, c'est un os, a bone. Und dann haben wir noch den letzten Punkt.
Dat ass de Punkt Nummer 2 an du musst da soen wat fehlt hei NG oder NK. Also der Lausströmer, dat ass den 142. NG oder NK. Lauscht erschreift Wut fertig. Fanger, Rank, Jung, Brung, Klang, Jung, Schlank, Richtig, Iwa, alles richtig ausgefüllt an ich weiß nicht dann noch halt Lesung. Fanger, Rank, Jung, Brung, Klang, Jung, schlank. That's it. Für moi, wann der dann so leifelt sinn, könnt der Zeiten 88 an 89 preparieren. 88 an 89 am Buch A1. Wie sie aus, das mat den Adjektiver. An heiers fir Leiit kennenzeléieren. An du muss da so richtig falsch an ha och die normal froh Gegendeel opschreiben. Zusatzmaterial ma Exerzisser und schon hat den oder anderen Exerzis op exercis.lu. Merci, merci. Und dann, wann da kein froh ist, geht es weiter mit dem nächsten Buch. Und das ist dann Buch Nummer A2. Menschen stellen das richtig an. Ivalo A1, Ayas A2. Und du machen wir heute Seite 40 und 41. Du da diesen Exerzis. Was macht ihr Neues? Liest erläutert den Text. Ja, da haben wir einen Text. Und ihr müsst für allem aufpassen, alles was hier gier las. Das sind Verben. Und der hat 3 verschiedene Sorten von Verben hier an diesem Exerzis. Ich weiß nicht, der hat enke die trennbaren Verben. Ich stehe op. Du hast Verbpartikel, die geht Hand hin. Dann hat der Reflexivverben, ich wäsche mich. I wash myself, je me lave. Und dann hat auch noch trennbar plus Reflexivverben, ich doen oder ich die mich un. Und dann machen wir noch die Übung am Zusatzmaterial. Und hier muss er ausfüllen, wie, was für ein Kontextverb benutzt wird. Da lauscht man eigentlich den 41. Das ist dann das andere Buch, den 41. Und dann mein Schreiben-Ton. Liest erlauscht den Text. Moien, es sinn Claire. Ech stehn alldach 6 Uhr op. Ech gin direkt an Kichen a machen Kaffeesmaschine un. Ech trinke mei Kaffee, ech iessen eng Schmier a lauschrend Norrichten Radio. 6:30 ginnech an d'Buerzimmer. Sti mein Jogging un, an der ginnech eng half Stunde laufen. Ech kom 6:45 nees heem. Ech ginn an d'Dusch an ech wäsche mech. Ech sti mech un an ech schminke mech. Losinn sprett fir op d'Aarbecht. Ech ginn raus an ech sperren Tier zo. Ech fuhren alldach 7:45 fort an es sinn normalerweis 20:08 op der Aarbecht. Ech fänke spätstens 8:30 mat schaffen. Liest alle. Moje Sandra, Sandra, du warst nicht am Zoom haut? Bon. Also, Giel sind also die Verben, ich steh op, je me lève, I wake up. Ich gin an Kichen, ich machen un, j'allume, I switch on. Ich trinken, ich essen eng Schmier, une tartine. Ich lauscheren, I listen to the news, l'actualité. Gin
halber 7 ginnech an Bozimmer. Ich din un, I put on. Da ginne schlafen, I go running. Je vais courir. Ich komme heim, ça c'est séparable. I come back home. Ich gehe an die Dusche, ich wäsche mich, ça c'est réflexiv. Ich stehe mich je m'habille, I dress myself. Ich schminke mich, je me maquille, I put on Make-up. Ich los sehen, das ist normal, plus Inversion. Ich gehe raus, I go outside. Ich sperre so. I lock with a key. Ich sperre so, je ferme Klee. Ich fuhr alle 10 für 8 fortfahren, partir. Ich bin auf der Arbeit. Ich fange an, I start, je commence avec le travail. Voilà, dann muss die Sätze dann ausfüllen. Das tut er ganz bestimmt daheim präpariert. Ich weiß nicht dann aber mal, wie das dann ausgesehen. Und hier muss ich natürlich auch Tools ausschalten, den Show. Voilà. Und zwar sieht das dann so aus. Für das Verb ummachen. Ich mache Kaffeesmaschine an. Fortfahren. Ich fahre Alarm 10 für 8 fort. Sich waschen. Ich wasche mich. Sich schminken. Ich schminke mich. Aufhängen. Ich fange spätestens. Au plus tard. At the very least. Spätestens. Au plus tard. Wie sieht denn das am Englischen Version? Ich fange spätestens 9:30 an. So that's the latest when I start. Donc ich fange an. An den N fällt de wäsch mat schaffe wenn dem M. Ich stehe all darum 6 Uhr op. Ich stehe mein Jogging un. Du hast nächsten un. Und du hörten den N. Und hier bleibt den N auch stehen. Mir habe gesehen, da du hast den N wäsch gefallen. Ich stehe mich un. Ich sperre dir zu. Ich komme 6:45 nächst heim. Nächst, c'est à nouveau again. Ich gehe raus, je sors. Robbie, 65, merci beaucoup, merci gern geschehen, kein Problem. Bon, dann haben wir den Exerzice gemacht. Also, hier oder dann nachher die trennbar Verben. Ich stehe auf, du stehst auf, hier steht auf, wir stehen auf, der steht auf, sie stehen auf. Ich wasche mich, du wäschst dich, hier wäscht sich, wir waschen Eis, der wäscht ich, sie wäsche sich. Und dann ich stehe mich an, du könnt auch so, ich die mich an. Du dehst dich an, hier, sie hat sich an, wir dohen Eis an. Dir dot ich un, sie doe sich un. Das ist also das Phänomen von den trennbaren Verben und das ist ziemlich komplex, das ist nicht einfach. Und wenn ich das richtig notiert tun, ist dann das am Grammarstil, im Moment, ich gehe da mal gucken, das habe ich halt drum gemacht. Ja, das ist am Grammarstil. Kriegt er das erklärt, Seite 136. Lach soll ich die mich unaddress myself, richtig. Also seit 136. Und du hat er dann die regelmäßig Verben, ich wohne, ich fahre. Und dann hat er die trennbar Verben. Und sie unterscheiden do Verb mit Präfix. Und da geht er unterscheid zwischen Verben mit nicht auftrennbaren Präfixen und trennbaren Verben. Das Problem ist das Wort Präfix. Prefix, da steht fix dran. A fix, ça veut dire que ça bouge pas. That means it will always be together. That's why prefix is, in my opinion, the wrong word. Le mot préfixe, c'est le mauvais mot pour désigner ça parce que ça veut dire fixe, que ça reste. Et c'est pas, ça reste pas. It doesn't stay. So it moves. Et c'est pour ça que je préfère de parler de particules verbales. Mais bon, das ist eben so. Der hat also Verben, die können zusammensetzen, wie zum Beispiel schreiben, écrire, und dann de B. Und da sind sie untrennbar. Die bleiben immer zusammen. They always stick together. Und Betonung ist dann auch nicht um Präfix, mehr schreiben. Das ist also beschreiben, entschuldigen, erfahren, verkaufen, zerstören. Und der gibt dann nicht viel. Das sind also richtig Präfixen, die immer zusammenbleiben. Die Dosifix. Okay? Heißt er betont. Dann haben wir aber die trennbar, und die sind viel mehr häufig. Und da hat er dann zum Beispiel an, aus, bei, rauf, fort, heim, mat, no, auf, ob und für so zurück.
An hummer Beispiel fuhren, weil dat kann en mat villen sie schreibe Präfixen schon do lewer Verbpartikel kombinéieren, Rofuhren, Robfuhren, fortfuhren, hemfuhren, matfuhren, uffuhren, zrickfuhren. An den Hauptsätz ginn déi da getrennt. Ech fuhre fort, du fährst fort. Hien sie hat fährt fort, mir fuhre fort, Dir fuhrt fort, sie fuhre fort. Ech fuhren haut den owen Mädauer fort, an dat kënnt hannen op de Schluss. Ja, das mega kompliziert an das bestimmt an den Top 5 von den schwerste Sache für als Spruch zu lehren. Das sind die trennbar Verben, die Verbpartikel nicht einfach schicken ja auch noch dazu einke Exerzice. Mir heißt da mal ein echte Kehr, wo der mit dem Phänomen bekannt gemacht geht oder huderet schon einke gesehen, ich weiß es nicht. Das ist auch particules séparables. Oui, je préfère particules séparables, particules verbales, parce que ça peut bouger. Ici, effectivement, on peut parler de préfixe parce que ça reste fixe. Molla fragt mich, was das ein Unterschied zwischen Rem und Nes. Ich hätte keinen Unterschied, Molla, das ist dasselbe. Je suis Rem do, je suis Nes do, je suis de retour, I am back. Bon, also, das war dann die Geschichte von den trennbaren Verben. Da gehen wir zurück an eine Lektion. Im Moment schalte mich kurz zurück an das Operahaus zu Sydney. Da sind wir heute, da gehen wir zurück. Wo war das? Seit. Bla, lo weiß ich das nicht mehr. Oh, das ist auch gut, dass ihr das dort nicht gesehen getrunken. Ah ja, wir waren hier. Da kommen wir zurück. Also Seite 41. Liest Konjugationsgedicht. Und da sollte auch noch ein Konjugationsgedicht für sich unten neben durchschreiben. Opstoen. Ich stehe morgens um 6 op, du stehst auch um 6 op, hier steht der Regen um 7 op, wir stehen alle so frei op, dir steht gern mich spät op, a sie steht gar nicht gern op. Boah, das ist wahrscheinlich ein Gedicht, weil der Teil reimt. Und da können wir dasselbe machen mit dem Verb sich undoen. Ich weiß nicht, statt. Ich stehe mich gern schick un, du dehst dich gern relax un, hin dehst dich gern elegant un, wir tun uns gern modern un, dir dich gern allmodisch un, sie tun sich gern extravagant un. An hier fällt op, dass immer den Un und den Schluss kennt. Und das ist wichtig. Ja, dann könnt nach die Sache mit der Position, darüber hat man ja auch schon ein paar Mal geschwärzt, das ist mega schwer. Position 1, Position 2, das ist der konjugierte Verbteil. Dann am Mittelfeld, da sind Informationen über wen, Niveau, wen, mit wem, was. Und dann die letzte Position, da könnt ein unkonjugierte Verbteil oder, pardon, Verbpartikel. Und dann muss der hier von links nach rechts so Sätze basteln. Ich stehe alltag um 6 Uhr op. Du kannst auch sagen, ich stehe nie frei op. Oder ich stehe nicht gern spät op. Das ist, wie du willst. Wichtig ist, dass eben hier den dritten Teil wird konjugiert. Wenn du zum Beispiel hi ans du hi auf die erste Position setzt, da flitten ich hi an das an Mittelfeld. Hi ans du stehen ich um Erdauer op. Der nächste das dann Verb ummachen, also ich mache für dich Kaffeesmaschine un oder ich mache hi ans du der Radio un. Trinken, du hast kein Verbpartikel, ich trinke gern an der Stufe Kaffee, ich trinke immer lang Jus. Goen, boah, du kind eng Verbpartikel sinn, die hun awer auch net gemacht. Ech gi fir d'éicht op Toilette, ech ginn du no an d'Kiche. Schminken, dat da mat Mch, ech schminke mech alldag um 6 Auer, ech wäsche mech nie am Bootzimmer. An dem Schluss, ech stoe mech am Bootzimmer un oder ech stoe még Kanner am Schlafzimmer aus. An heuter klengen Dialog. Ich stehe nicht gern frei op an dir. Ich stehe gern frei op. Ich stehe all um 5:30 op. Ich mache für dich die Kaffeesmaschine an du. Ich mache für dich den Handy un. Super.
Which page? Dat das HUwe steht dat. Dat war Seite 41. Yes, I'm sorry. I always have to switch between all these different documents. Voilà, Seite 41. Am Hauptbuch, in the main book. Moje Nelson. Huet sos kein eng froh? Nee, dann hummer dat lo eng echte Käier gemach. Für moi könnt ihr, wann ich kleft seit 42 präparieren. Please prepare number 42. Und was muss ich denn da machen? Der muss Bilder, der muss lauschen an die richtige Reihenfolge setzen, also und dann so weiter. Dann was möchte ich, dann muss er Fragen stellen. Hi schwätzen sie von Partikel. Interessant. Was für ein Partikel passt an, aus, fort, heim, ob und so. Könnt ihr dann hier ersetzen. Ja, Nummer 9 liest vor und erfüllt den Questionnaire aus. Ja, hier hast du, nee. Und hier ist dann nur noch die Version nach einke trennbar Verben, reflexiv Verben, trennbar plus reflexiv Verben. Und macht Übungen am Zusatzmaterial. Das ist also volle Programm für moi. Und ihr könnt euch auch nach Verbelösch, denke ich, gucken. Wo hast du dann Verbelöscht? Wo nicht die gesehen? Ja. Seite 147. Du hast Verbelöscht. Und du siehst da hier, voilà, akaufen, das ist separabel. Du kaufst an. Ich kaufen an. Bestellen, also das mit dem B, das bleibt, da geht nicht getrennt. Klammen, da trennen sie, ich klammen ran. Is there a way to know if a verb is reflexive? How do you do that? Lach soll, das ist ein gut froh. Ich weiß nicht, löscht. Das Problem ist, es gibt Verben, die sind obligatorisch reflexiv und da sind aber auch, die sind, du kannst nicht reflexiv machen, muss ich aber nicht machen. Ich weiß nicht, das noch. How do you know if you have to use mush? Yeah, yes, that's a good question. You can see it in the book. They also explain it a little bit. Das war seit 136. Hier, reflexiv Verben. They call them the true reflexive verbs. And then they have the unecht reflexive. These are the false reflexive verbs. Les faux verbes reflexiv. Ich wäsche mich oder ich wäsche mein Auto. So you can wash yourself or you can wash a car. Und ich habe das in meinem Buch analysiert. And then a hero comes along. Wie geht das schon mal? Ja, da muss ich die Kamera ummachen. Ja, Kamera. Da ist das Buch. Verbentabellen. Und darüber können wir schwätzen. Das geht auch auf Englisch. It's also available in English. I show you. Also, reflexiv Verben. Sich. Okay. Also super kompliziert, aber bon. Wir machen das nur mal eine erste Kehr und dann wiederholen wir das immer. We repeat it again and again and again. On va répéter ça encore et encore. D'accord, d'accord. Und ich hab's vergessen. Ja, ich wollte noch, du war noch ein Exerzice. Ich mal lieber mal Sydney und du war noch ein Exerzice. Wo war den Exerzice? Da war doch ein Exerzice. Ja, macht Übungen am Zusatzmaterial. Weiß nicht, ich starte nach. Das Zusatzmaterial. Ich weiß nicht, ich den Text denke. Wir hatten ja den Text hier gesehen. Den Text, den haben wir ja gesehen an Hören. Wir haben die Verben hier aufgezählt und dann freuen sie uns ein Exerzice zu machen, wo wir sie dann an die verschiedenen
Kategorien Show halt Andeelen die Verben die man gesinn hun oder die trennbar Verben die reflexiv Verben an die trennbar areflexiv Verben trennbar als Umache fortfuhren ufenken opstoen undoen zousperren heemkommen herausgoen reflexiv as se schwäche se schminken an hai as trennbar areflexiv sech undoen an da solle man och nach enkeier net war schon Lesung den Exerzis nach enke ma fir auszufüllen do hast den Exerzis fir auszufüllen an du gesider hey, dat muss mat de Verben ausgefüllt gin die man am Text gesinn hun has a long list ja Aspergo it's a lot of verbs to learn Iwer ja du hast exzellent schon net op englisch an das geschriwe vum Jerome awer net allng vum Jerome sinn einer Leiit die immer grolle vun ich kann er denk an engem Atelier firstellen och mat den trennbare Verben also dat das definitiv net so einfach also he den Text an enke moien ech sinn klär ech den all darum 6 sauer op ech ginn direkt an Kichen a machen Kaffeesmaschine an der 100 Lesung Seite 20 gi meist gucken voilà. Den Text nach enkeier Ech den op ech machen ech die doe mein Jogging ech kommen heem ech wäsche mech ech die doe mech ech schminke mech ech gin raus a sperren Dir zo ech fuhre fort an ech fenken en enfeld wenns dem mat Ja, also mega komplex Geschicht an dofir hunnech och e puer Online-Exerzisse entwickelt. Das awer wonnerschein hei an dem genialen Operahaus zu Sydney an ich hoffen Ech gefällt och so flott an der huet gut Platz. Ich hätte niemals gedacht, dass ich enke hei zu Sydney kennt e Videochat iwwer letztewoier Spruch präsentéieren d'Exerzisser fir ze trainéieren an schmaen danach schon puer Flott Ideenn schmaen danach dat se so schwéier dat fir net fair wann man dat net mé dacks nach gingen trainéieren also trennbar Verben ass een an heiers nach en Äneren da weisen ich staat da ginn immer raus zack zack an ha immer bei den Exerzisser fir Niveau A2 an du ha gesi dat trennbar Verben ass den eenent an na enke trennbar Verbe weisen ich lummel den eenent trennbar Verben wann ich skrift gesi der Lektion 3 dat man mache an ha muss den Infinitiv sichern also wenni hält de Film op wirs den Infinitiv opmachen zousperren aschreiben ausmachen ja wirs den Infinitiv wenni hält de Film op wie kann man dat hinnerschreiben also super einfach awer als Exerzis nee kewel App schreiben wenni hält de Film op wirs den Infinitiv vun wenni hält de Film op du 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 ja dat das schon flott op Zoom also wann ihr am Zoom schafft richtig einmal du ophalen also hol mal ophalen wenn ihr halt Film und dann das kein Delay ich fenke geschwommen am Kur da das dann aufhängen also den Exerzis könnt ihr spielen schon erste Link du gesagt dann einen anderen Exerzis den ich gemacht und mit trennbare Verben da das den halten da das ein Memory so
Dann will ich halt den Link. Spielen wir den auch noch ein bisschen. Also, hi. Sich ausdoen. War das der Gegenteil? Sich undoen. Und dann muss er das dann hier fangen. Ummelden. Zusperren. Aufholen. Heimfahren. Aufmelden. Da war ein Mensch ummelden. Nee, do. Nee. Da war ummelden. Ummelden, aufmelden. Voilà, das ist richtig. Und so muss er dann bei denen 1, 2, 3, 4, 20 Köchten könnt ihr probieren. Versucht Rekord zu brechen. Mega schwer. Ja, was wollte ich noch so? Das ist schon bald fertig, ja, für heute. Also wie gesagt, das fand ihr alles auf der Internetseite A21. Auf der Internetseite exercice.lu und das sei am Dossier A21. Könnt ihr die Exercice spielen für trennbar Verben. Die Exercice sind ausgeschafft nur im Buch. Ja? Sie respektieren Zwit vom Buch. Das ist nicht immer alles einfach rumzufahren, weil das ist kein Index da. Aber bon. Schon erst den Link hier auch an den Chat gemacht, da könnt ihr auch da ein Match spielen. Voilà, les Freunde. Wo ihr denn froh? Wo ihr denn froh? Ich hatte auch doch 2 Zoom-Kurse gehalten für meine Schüler bei der Gemeinde Lützeburg, WDL. An dem einen Zoom war eine Schülerin und an dem anderen Zoom waren 3 Schüler. Ja, mir schon da wahrscheinlich einen Fehler gemacht, schon eben mehr mit Videochat geschafft. Ich hatte gehofft, dass ihr das dann wie nennt den dat auch immer nicht ging gucken an dass andere Leute gingen gucken kommen aber Gemeng Lützeburg an den INL sie wollen da sehen méi mat Zoom schafft mit Microsoft Teams an ich organisieren also dann auch Zoom Kuren für meine Schüler die bei der Gemeng aber am INL angeschrieben sind ja. Lo am Videochat ich weiß nicht wen alles do hast sind aber lo nach 17 Leute do. Das live. Ich hoffe, dass einfach nach den einen oder anderen von der WDL oder vom INL dabei ist. Iwer schreibt, nee, schon kein froh. Alles an der Reihe schreibt, aber du kein froh. Kajang schreibt, that helped me a lot. I'm having the Sprachentest in 4 Wochen. Ich habe den Sprachentest in 4 Wochen. Für den Sprachentest habe ich auch einen Videochat gemacht. Für einen Teil vom Sprachentest. Die findest du an den Archiven. Zu wo ist das? Von meinem, an den Archiven auf meinem YouTube-Kanal. Ich wollte einfach noch Apps probieren. Schon wahrscheinlich der Stream. Stream is healthy, das ist also alles an der Reihe. Dann machen wir mal den Stream ein bisschen Footy. Also, falls du alles aufbrichst, dann entschuldigt. Ich wollte das einfach testen. Dass die heute seid. Weil sind wir live zu Sydney führen der Operahaus und da könnt ihr auch ein bisschen scrollen und ich kann mich dann auch draußen abblenden. Voilà. Also wir sind heute zusammen live zu Sydney. Das ist schon formidabel, ja. Kann ich so drehen. Da und ich den Videochat. Wir sind immer nach der Bannen, hä? Passt auf, wann der rausgeht, tut dir nicht weh. Social Distancing, auch an Australien. Das ist ja fantastisch. Die neue Technik, weil den Haut alles machen kann. Bon. Hat noch einen froh? Nee. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Denkt dran, mal um 21 Uhr,
um 21 Uhr als nächstes Videochat, ja? Präpariert, wann ich gelieft. Präpariert, wann ich gelieft. Ich habe engem Wort geschrieben. Wann ich gelieft. Die Lektion, ja? Für die I12 oder für die A21. Weil sonst geht es wahrscheinlich ein bisschen zu sehr und der hat doch nicht direkt eng froh. Für die, wo so eine Tor aber zu sehen, das war viel zu viel schwer. Ich verstehe, ich gehe ja auch recht. Der könnt die Clip nachher gucken, und wir kommen nachher auf das Phänomen mit den trennbaren und den untrennbaren Verben zurück. Und ich kann doch da flott Exerzissen machen online, ich habe ein paar Ideen. Das klappt schon. Aber das ist nicht einfach. Das ist sicher wahr. Ja, Asperger schreibt den Videochat Nummer 27 war der Sprachentest. Richtig, ja. Okay, merci. Ich schon den Kanal recht für ein 2D kennengelernt am Catching Up. You're welcome, kein Problem. Giselle, schönen Abend bis morgen. Aber Aspergo, also haut waren nicht mehr so viele Leute da, immer Männer Leute, obwohl wir zu Sydney waren. Ich weiß nicht, wo wir mal sind. Ich wünsche euch auf alle Fall nach flotten Abend. Passt auf euch auf, stehst dich nicht tun. Schal, Mask und so weiter. Guckt den Donald Trump, den ist immer witzig. Wir so nicht dann auf aus Sydney. Ciao, ciao. Und ein bisschen Musik. Alle hört, was soll da sein?